Und jetzt ging es natürlich darum herauszufinden, was ist der beste Song. Nicht, was ist der beste Song für irgendwas, sondern was ist der beste Song für den ESC. Man braucht nicht viel zum Glücklichsein. Ja, Digga, das war sehr anstrengend. Aber ich freue mich, ich glaube, das wird ganz nice. Ey, das ist eine Mischung, sowas hört man auch selten, aus verschiedenen Genres in einem Song. Und nach Monaten haben wir endlich eine Antwort von Stefan Raabs Team bekommen. Und was sollen wir sagen? Wir sind beim Eurovision Song Contest 2025 nicht dabei. Wer ist Merle von euch? Einen Paul und einen Adi sind nicht dabei, aber dafür ist Merle auch nicht dabei. Aber dafür sind Grisha, Tom und Niki dabei und Leon. Also guten Morgen an der Stelle, es ist 7:45 und das ist unsere Gang. Leon, du müsstest dich als Kameramann auch einfach Die treten doch nicht gleich auf, oder? Was geht ab, Leute? Gestern war der Eurovision Song Contest. Deutschland wurde Platz 15. Wir wurden leider nicht angenommen, aber heute ist eigentlich erst der richtige ESC, denn wir treten mal wieder auf beim Fernsehgarten und hoffen, dass ihr für uns anruft. Wir wollen Platz 1 werden. Ruft für uns an, wir brauchen jede Stimme. Aber alles gut, wir haben 1,5 Stunden gepennt und geht's blendend. Wir sitzen schon seit 1,5 Stunden hier auf diesen 2 Stühlen und warten auf diese Jungs da. Einmal Applaus! Habt ihr überhaupt geschlafen? Ey, alles. Oh mein Gott, was war das? Ihr habt gestern noch Wein getrunken, oder? Habe ich das richtig gesehen? Naja, wir haben den ESC tatsächlich zelebriert gestern. Wir haben Wein getrunken und jeder 5 Scheiben Toast Hawaii gegessen. Echt? Solche ESC-Zuschauer. Eine Flasche ist 0,3, also 30%, als wenn ihr 30% Wodka getrunken hättet. 15% Wodka, 15% Wodka. Was redest du? Aber wie viel Wodka? Wie viel? Facts. Ja, von der 0,7 Liter Flasche Wodka hast du 15% getrunken und du 15%. Naja. Oh mein Gott, heute der große ESC-Auftritt und wir haben die Legende dabei. Wir haben heute eine Band, wir werden live singen, wir werden live Musik spielen. Was geht? Es gibt eine Person, die ja jetzt schon das Outfit gewonnen hat und es ist die Person, die die Kamera hält. Bitte einmal runter zu deinen Schuhen. Nochmal zum ESC gestern. Deutschland hat, glaube ich, schlechter abgeschnitten, als es Stefan Raab wollte. Gratulation an Österreich für den Gewinn. Paul und ich kommen nächstes Jahr nach Graz oder Wien und dann machen wir entweder einen geilen Stream oder wir bewerben uns nochmal auf den ESC. Wir haben schon sehr viel geredet, das wird sehr, sehr geil. Hazelbrugger goated. Die hat einfach so keine Fax gegeben, weil die ESC-Moderatoren sind immer so Welcome to the biggest stage und Hazelbrugger stand einfach so da. Oh, and now we have to vote. Okay, aber sehr geiler ESC gewesen. Wir gehen jetzt in die Garderobe und haben die Probe ultra früh am Morgen. Was haben wir? 8 Uhr morgens. Wir haben eine Band von 3 Leuten, Grisha, Niki und Leon. Die können alle keine Instrumente spielen, die wissen nicht, was sie auf der Bühne machen. Und sie meinten vorher so, yo, seid ihr ready für die Proben? Und wir so, ja, alles gut, ready für die Proben. Wir haben keinen Plan, was wir dort auf der Bühne machen. Das sind 40 Kameras, die sich bewegen und drehen. Aber mal gucken, was passiert. Wir haben einmal das Piano, dann haben wir hier ein Band zum Umhängen. Hier habe ich immer meine Notenblätter drin und hier hinten ist noch der Ständer. Und dann ist immer noch so ein kleiner Twist, habe ich hier meine Gummibänder praktisch zum Aufwärmen. Ah ja. In Wahrheit ist da ein Zelt drin. Der wohnt nämlich auf der Straße, der Typ. Ist das komisch, wenn ich mit dem zur Probe gehe? Nee, das wirkt so leicht abgehoben. Shit, ne, ich muss es wegnehmen, ja. Ist schlimmer? Ist besser, als wenn ich so gehe? Ja, wir stehen richtig. Niki ist auf dieser grauen Marke. Proben sind durch, waren gut, oder? War sehr geil. Love and Cheese. Das wurde von den Römern gebaut. Das ist ein Kolosseum und das ist jetzt der Fernsehgarten. Ich habe keinen Plan, was ich auf der Bühne mache. Das ist mein Problem. Aber Leon auch nicht, deshalb wird alles gut. Okay, konsequent bleiben wegen weiter. Zieh mal an, eigentlich sofort ziehst du das jetzt an, Grish. Wir lieben es, Leon und ich, und Grish ist noch nicht ganz überzeugt. Wie findet ihr den für den Part? Ja. Ich kann meinen Finger gar nicht mehr bewegen dadurch. Ja. Wie sieht das aus mit dem Pflaster hier? Das kommt gut. Und mit der Rolex?
Passt. Die Schminke. Sieht man's. Ist der In-Ear-Sound synchron mit dem Sound von den Boxen? Oder ist das Delay? Oder ist das Delay? Bisschen Delay. Ich würde sagen, wir machen das einfach auf Safe, machen uns das Ding rein und fertig. Folgendes Problem, wir haben gerade einen Musiker getroffen und der ist aus allen Wolken gefallen, weil er nicht fassen konnte, dass die drei ohne India auftreten wollen. Man hört die Paul so, man hört auch den Sound so über die Boxen, ist das nicht fein? Naja, das hat immer so halbe Sekunde Delay, das sieht mega komisch aus. Bist du mit dem Mund halt immer so eine Sekunde zu spät und dann wird's Love and Cheese. Genau das. Und deshalb gehen wir jetzt zu den Technikern und fragen mal, wie das so technisch funktioniert hier. Es sind aber auch die Techniker, die sich riesig gefreut haben vorhin, dass die drei keine In-Ears haben wollen, weil das viel weniger Arbeit ist. Jetzt kommen die wieder. Okay, wir bleiben doch bei den Instrumenten. Picture Frame von der Kamera, das sieht kein Mensch. Achso, okay. Ja, dann passt. Wenn ihr euch wohlfühlt, dann alles doch. Ja, stimmt. Alter. Jungs, wo ist meine Brille? Love and Cheese. Aber wollen wir die Verbeugung so machen oder wollen wir eher so? Erst beim Publikum. Das sind alle einmal so den Bauch raus. Geht das mit dem Stage? Komm mal kurz. Wir haben es nicht zum ESC geschafft. Aber wir haben es zum Fernsehgarten geschafft. In diesem Sinne, auf die 12 Punkte! Ja, wir holen die 12 Punkte. Gibt's das hier? Weiß ich nicht. Ich zeige euch mal kurz Leon. Digga, hat auch Swag. Hier hat man's gut. Das bist du. Hört man das? Ich jetzt gerade hier! Das bist du. Was bin ich jetzt gerade hier? Alle Raketen, um dann auf dem Mars zu leben. Ja, passt. Achso, warte, aber warum läuft es jetzt nicht weiter, obwohl ich spiele? Ja, weiß ich auch nicht. Espresso macchiato con neo, mi amore, mia corneo, mi amore, mi amore. Espresso Macchiato, mi amore. Guck mal, ganz ehrlich, wir haben uns hier für den ESC beworben, ja? Wir haben es nicht zum ESC geschafft. Wir sind beim Fernsehgarten. Wo? Wo ist der deutsche Teilnehmer des ESC? Hier. Ey, Wo? Jungs, sollen wir nächstes Jahr Wir sind noch mal hier. versuchen? Wir sind hier. Wo? Hallo. Abo und Tünja. Wo seid ihr? Ey Jungs, kann ich doch Xylophon spielen. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Also für mich ist einfach eine geisteskrank random, witzige Erfahrung, weil ich hier mit dem Kita stehe. Aber ihr performt einfach euren fucking Song. Ja, aber ist auch für uns tatsächlich sehr, sehr witzig in erster Linie. Nee, bei euch ist ernst. Wir haben, Okay, ist ernst, wir haben stimmt, Spaß, für euch ist ernst. Wir gehen jetzt auf die Bühne. Das ist die Bühne. Hier sind Adi Totoro, Paulo Muck und Paul Frege. Digga, das war so geil. Good job, good job. Good job. Währenddessen habe ich schon zu Griechen und Leon rübergeführt. Ey Jungs, das macht übel viel Spaß. Leute, das war's vom Fernsehgarten-Auftritt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie war's für euch? Es hat übel Bock gemacht, also es war mal wieder ein Rausch und die Leute haben echt gut mitgemacht. Das war cool, aber mein Highlight heute tatsächlich war unsere Band, also vielen Dank Jungs. Einmal Applaus für die Band bitte. Leon auch hinter der Kamera. Also ohne Scheiß, guckt euch das nochmal an. Ich weiß nicht, ob es im Blog drin ist. Ist im Blog drin, Ist im Blog drin, also geht nochmal zurück, zweite Hälfte vom Song, wo Niki so macht. Ihr seht ja den Spaß seines Lebens. Also Aber Leon auch daneben so. Leon so daneben. ja, das war wirklich krass, also zieht euch das rein, das war geil. Ja, vielen Dank ans Zugucken, vielen Dank an Stefan Raab, dass wir nicht beim ESC dabei waren. Wir kommen nächstes Jahr stärker zurück mit einem neuen Song. Ich war auch dabei. Bis zum nächsten Mal. Like das Video, abonniert den Kanal. Tschüss!